So, hallo, grüß euch. In dem Video zeige ich euch mein Bulldozer-Bild, inspiriert vom Desano. Ist nicht ganz das gleiche, ist ein bisschen anders, aber schaut es euch an und entscheidet selber. Mir gefällt es, ist Hammerding, wenn man gern auf Close Range spielt und relativ einfach zum Farmen die ganze Gaudi. Ja. Ja, servus, grüezi und hallo. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und Frosch im Hals. Was macht denn der da drin? Ja, wenn man sagt, das Bild funktioniert wie Sau, wenn man so spielen mag, ist das super. Ähm, ja, müssen wir uns ein wenig näher anschauen, das Ding. Also ich spiele ganz gern damit, ist recht reich zum Farmen und ja, muss man sich jetzt da nicht 100 Mal oder tagelang beschäftigen, bis man die Teile beieinander hat, weil die kriegt man eigentlich fast überall. Ja, das dazu.
Ja, meine Freunde, jetzt schauen wir uns einmal das an. Wir haben ein Zorn des Jägers, 3 Teile, mit einem Backpack von Ninja Backpack, Rucksack, wären es 4 Teile. Dann hat man den Buff von Zorn des Jägers, was der alles kann, weiß mittlerweile wahrscheinlich schon jeder. Ich habe alles auf Rot, Chance durch kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer und so weiter. Dann habe ich in der Weste das gleiche, alles auf Rot. Waffenschaden und Rüstungsschaden, sehr vom Vorteil finde ich. Und nehmen wir vernichtend, da holst du auf den Gegner drauf und dann stapelt sich das, hast 25% mehr Waffenschaden, wenn der Buff aufgebaut ist. Und mit der Apartment oder St. Elmo hast du das ruckzuck beieinander. Dann kommt der Buff noch dazu von Zorn des Jägers, wenn der Gegner innerhalb von 15 Meter ist. Ja, kriegst du im guten Schaden zusammen und jetzt mal, wenn es dann umhaut, kriegst du Rüstung zurück. Durch die Spezialisierung, was drin ist, also die Railgun oder Richtschütze, wie es heißt, kriegst auch noch mit 10%, glaube ich. Da nagelt es mir nicht fest, so gescheit bin ich da nicht. Da gibt es andere gescheiterne. Auf alle Fälle die Spezialisierung muss drin sein. Dann Best on Armory kriegt man auch noch mit 10% Rüstung durch Kills. Die ist blau und zwar mit rot. Ich habe die ganze Gaudi mit Expertise auf 13, 15 sowas raufgerollt oder raufgepusht, kann man sagen. Dann habe ich 1,2 Millionen Rüstung. Wenn man das nicht macht, hat man ungefähr 1,1 Millionen Rüstung. Reißt jetzt nicht einen Teufel außer. Spielen tue ich das mit der Drohne und Schild. Ja, das ist nochmal die Knie, wieder das gleiche. Waffenschaden, Schaden durch kritische Treffer, bla, immer das gleiche. Also alles rot. Backpack von Ninja hat ein blaues, ein rotes und ein gelbes. Das heißt, dass die Drohne auch ein bisschen Schaden macht. Zwar nicht, dient eigentlich nur zur Ablenkung bei dem Beutel, dass man halt ein wenig rumlaufen kann und dass nicht selber die ganze Aggro ziehst. Ich spiele es mit der St. Elmo und der Apartment, weil der Zorn des Jägers MPs noch mit zusätzlich 15% Schaden gibt. Wäre vielleicht gescheit, wenn man jetzt da spielt mit der Schrotflinten, weil da kriegt man auch noch mehr 15% Schaden dazu. Aber mit der St. Elmo geht es so ganz gut. Ja. Finde das Bild einfach klasse, eben weil es auch nicht schwer ist zum Farmen. In dem Sinne, schaut euch noch ein bisschen Gameplay an, lasst ein Like da, abonniert mich oder macht's was wollt. Scheißegal, ich wollte es euch gerade mal vorstellen, ist wirklich gut das Ding. Espinosa hat sich zuletzt über Funk aus einem Parkhaus unweit des Shade-Knotens gemeldet. Isaac kennt die Position. Agent fordert Verstärkung an. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Ein Angriff! Eindringlinge am Osteingang! Tötet sie! Was zur Hölle? Dringen Sie in das Parkhaus vor und nehmen Sie Espinosas Spur auf. Er sorgt normalerweise für Chaos.
Position ist ganz nah. Der Shade-Knoten ist nicht weit. Sagt mir, wo sie sind! Shade-Agentenberechtigung authentifiziert. Da sollte ein Terminal sein, mit dem Sie den Knoten reaktivieren. Berechtigung gewährt. Bitte warten. Intelligence System Analytic Computer reaktiviert. ISAC-Subsysteme betriebsbereit. Mit diesem letzten Schritt wurde ISAC lokal komplett wiederhergestellt. Bis zur Party dauert es aber noch etwas. Außerdem fehlt uns noch ein Agent. Durchsuchen Sie weiter den Komplex. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Hallo? Ist da die Division? Suchen Sie jemanden? Wer ist da? Wieso senden Sie auf diesen Kanal? Einer Ihrer Freunde hat mir eine Armbanduhr spendiert. Er ist hier. Wollt ihr ihn sprechen? Ihr wollt ihn? Dann hört gut zu. Zieht euch zurück und nehmt von ihm Hand ab. Naja, fast halt. Sie werden ihn nicht töten. Sie sind nicht dumm. Sie diese Hyänen, machen wir sie fertig. Loyalitätswechsel entdeckt. Kein Lebenszeichen bei Agent. Er hätte hier nicht sterben müssen. Diese Schlampe kann noch nicht weit sein. Verfolgen Sie sie.
Das war der erste Streich und der nächste folgt zugleich.